Wir wollen uns anschauen, anhand der Bibel, was ist das Leben? Was sagt die Bibel, was sagt Jesus darüber, was das Leben ist? In Johannes 10,10 sagt uns Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben und reiche Fülle haben oder damit sie Leben und Überfluss haben. Überfluss von diesem Leben. Und er sagte das zu einer Menge von Menschen, die um ihn her standen, Menschen, die ja lebten, die nicht tot waren. Und er sagt zu ihnen, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Sie lebten ja. Also was hat er damit gemeint? Was hat er gemeint damit, dass er sagte, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt? Weil sie lebten ja. Es gab eine Begebenheit im Neuen Testament, Matthäus 19,16, da kam ein reicher Jüngling zu Jesus und der wusste, dass ihm dieses Leben, das Jesus hier gemeint hat, dass ihm das fehlt. Und er fragte Jesus, was muss ich tun, damit ich dieses Leben, dieses ewige Leben bekomme? Und die Antwort Jesu hat ihm nicht gefallen, er ist weggegangen, der Preis war ihm zu hoch, um in dieses Leben hineinzukommen. Und Jesus sagt in Johannes 5, Vers 40 zu den Menschen, die da um ihn standen, ihr wollt nicht zu mir kommen, um Leben zu haben. Die Menschen verstanden nicht, dass es eine andere, eine göttliche Dimension Leben gab, die ihnen fehlte und wozu Jesus gekommen ist, damit wir in diese göttliche Dimension des Lebens hineinkommen. Das bedeutet also nicht, dass wir tot sind, buchstäblich, dass der Verwesungsprozess schon angefangen hat in uns, sondern es bedeutet, dass wir diese göttliche Qualität des Lebens nicht haben, nicht erleben, nicht spüren. Die Bibel sagt uns damit, das ist eigentlich das Getrenntsein von Gott. Das Getrenntsein von Gott ist ein Zustand des Todes. Das heißt, dass wir physisch zwar leben, aber dass unser Geist tot ist, getrennt von Gott. Getrennt sein von Gott bedeutet also geistlich tot zu sein. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann bekommen wir diese göttliche Qualität Leben, dann sind wir nicht mehr getrennt von Gott, vorausgesetzt wir wollen das und nicht wie der reiche Jüngling, der sagt, nein, das ist mir dann doch zu streng, zu viel oder wie auch immer. Dann bekommen wir dieses göttliche Leben, wenn wir zu Jesus kommen. Dann bekommen auch wir, du und ich, diese Fülle des göttlichen Lebens, diesen Überfluss des Lebens. Jesus geht sogar noch weiter, er sagt nicht nur, ich gebe dir dieses göttliche Leben, diese Fülle, sondern er sagt in Johannes 14, Vers 6 sogar, ich bin das Leben, ich bin das Leben. Kurz zusammengefasst kann man also sagen, ich lebe zwar physisch, aber wenn ich keine Verbindung zu Gott habe, die nur durch Jesus geschehen kann, es gibt keinen anderen Weg, bin ich gleichzeitig tot, geistlich tot. Es gibt also zwei Arten von Leben, das physische, seelische Leben und das geistliche Leben, das göttliche Leben, das wir nur durch Jesus bekommen können. Das ist vielleicht am Anfang schwierig zu verstehen, vor allem weil wir im Deutschen nur ein Wort für Leben haben, das Gegenteil von Tod. Entweder lebst du oder du bist tot, dazwischen gibt es keine Abstufungen oder andere Bereiche. Aber im griechischen Grundtext des Neuen Testamentes gibt es eben mehrere Worte, die dann mit Leben übersetzt werden können. Es gibt genau genommen 3 Worte mit unterschiedlicher Bedeutung. Zum einen ist das Bios, Leben, Lebenszeit, Lebenswandel, auch Lebensunterhalt, auch zum Teil mit Vermögen übersetzt. Und dann gibt es das Psyche-Leben, Psyche, physisches Leben, Atem, Seele oder eben Leben übersetzt. Und dann gibt es noch diese göttliche
Art des Lebens, das Zoe-Leben. Das ist das göttliche Leben, von dem Jesus in all diesen Bibelversen, die wir angeschaut haben, gesprochen hat. Das göttliche Zoe-Leben. In Johannes 5, 24 und 25 sagt uns Jesus, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und in ein Gericht kommt er nicht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist jetzt da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die, welche sie hören, werden leben. In diesem Text wird immer das Wort Zoe benutzt. Zoe, das göttliche Leben. Es gibt viele Bibelstellen, wo dieses Wort benutzt wird. Zum Beispiel Matthäus 7,14 sagt uns Jesus, der Weg ist eng und die Pforte ist schmal, die zum Leben führt. Oder Apostelgeschichte 3,15 sagt der Apostel, den Fürsten oder den Anfänger des Lebens, nämlich Jesus, habt ihr getötet. In Römer 5,17 sagt uns Paulus, wir sollen im Leben, in diesem göttlichen Zoe-Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also, das heißt, du sollst herrschen in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinen Umständen. Du sollst herrschen, nicht beherrscht werden. Oder Galater 2,20 sagt uns auch Paulus, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Da ist immer dieses göttliche Leben gemeint, dieses Zoe-Leben. Offenbarung 3,5 oder 20,15 spricht vom Buch des Lebens, vom Buch dieses göttlichen Zoe-Lebens. Oder Johannes 11, 25 und 26 sagt uns Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Es gibt noch viele andere Bibelstellen, das ist nur eine kleine Auswahl. Und die zeigt uns, dieses göttliche Leben hört mit dem physischen Tod nicht auf, sondern es geht weiter in Ewigkeit. Das ist das Zoe-Leben. Dann ein weiteres Wort, das wir angeschaut haben, das die Bibel mit Leben übersetzt, ist das Wort Bios. Das kennen wir auch im Deutschen, das Bio. Und Lukas 8,14, da steht, Genüsse des Lebens ersticken das Wort. Genüsse dieses Bio-Lebens, des menschlichen Lebens, können das Wort Gottes ersticken, dass wir nicht zu diesem Zoe-Leben hindurchdringen können. Oder 1. Timotheus 2,2 sagt uns Paulus auch, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Das spricht die Bibel auch vom Bios im Grundtext. Oder 2. Timotheus 2,4 keiner, der Kriegsdienst tut, lässt sich in die Geschäfte des gewöhnlichen Lebens, das ist auch das Wort Bios, verstricken, damit er dem gefalle, der ihn zum Kriegsdienst angeworben hat. Geschäfte des gewöhnlichen Lebens. 1. Johannes 2,16 zum Schluss. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und die Prahlereien der Lebensweise, stammt nicht vom Vater, sondern es stammt von der Welt. Lebensweise, die Prahlerei im Bios, in der Lebensweise, die kommt nicht von Gott, sondern von der Welt und die hindert uns daran, wenn wir in dem leben, dass wir eben dieses göttliche Zoe-Leben erfahren. Und dann das dritte Wort, das mit Leben übersetzt wird, das ist dieses Wort Psyche. Das kennen wir auch im Deutschen, in unserem Sprachgebrauch. Aber wir übersetzen es hauptsächlich im Deutschen nur mit Seele. Psychologe, Psychotherapie etc. Im biblischen Kontext wird es auch manchmal mit Seele übersetzt, häufiger aber mit Leben. Man könnte also immer da, wo im Neuen Testament Seele steht,
könnte man auch Leben sagen. Das liegt immer im Ermessen des Übersetzers. Übersetzungen, die Seele bevorzugt haben, Matthäus 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Oder Lukas 12, 20, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Oder auch 1. Petrus 2,11, ihr Geliebten, ich ermahne euch als Pilger und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die wider die Seele streiten. Immer da, wo Seele steht, könnte man also auch Leben übersetzen. Das ist dasselbe Wort im griechischen Grundtext. Und dann einige Stellen, die mit Leben übersetzt werden im Neuen Testament, Lukas 14, 26. Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und seine Mutter und sein Weib und seine Kinder und seine Brüder und seine Schwestern und dazu auch sein Leben hasst, sein Psyche-Leben hasst, kann er nicht mein Jünger sein. Apostelgeschichte 20, 24 sagt Paulus, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Mein Psyche-Leben, meine Seele nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf und den Dienst vollenden kann. Oder Apostelgeschichte 27, 22, als Paulus mit den Soldaten und anderen Gefangenen und Schiffsleuten auf dem Schiff war und der Sturm da tobte, sagt er, kein einziger wird sein Leben verlieren. Könnte man auch seine Seele verlieren übersetzen. Offenbarung 12, 11 steht, und sie haben ihr Leben nicht lieb gehabt, sondern haben es hingegeben in den Tod. Das Psyche-Leben. Nicht dieses göttliche Leben, sondern das Psyche-Leben steht hier im griechischen Grundtext. Also sie gaben das psychische, seelische Leben hin in den Tod, weil sie wussten, dass das göttliche Leben weitergeht in Ewigkeit. Die Bibel kennt also diese drei Begriffe für Leben. Zoe ist das göttliche, ewige Leben, das ein Mensch ohne Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen nicht haben kann. Solche Menschen leben zwar auch, aber eben ohne diese Qualität des Lebens, ohne dieses göttliche Leben zu haben. Sie sind getrennt von Gott, sie haben keine Verbindung zu Gott. Und Jesus möchte, dass wir dieses Leben haben und darin leben, die Fülle haben, Überfluss haben, verbunden sind mit Gott. Darum ist er gekommen. Ich bin gekommen, damit sie Leben und reiche Fülle haben. Und wir haben gesehen, Jesus ist der Fürst des Lebens, der Anfänger des Lebens. Und er sagt, ich bin das Leben. Und in 1. Korinther 15, 22 lesen wir, dass dieses Leben durch ihn gekommen ist in diese Welt. Durch Adam ist der Tod gekommen und durch Jesus ist dieses göttliche Zoe-Leben in diese Welt gekommen. Und dieses göttliche Leben wird uns zuteil, sobald wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen. Also bereits im Diesseits, nicht erst, wenn wir gestorben sind. Das göttliche Leben beginnt hier und jetzt, wenn du das annimmst. Und die Bibel sagt, dass es über unseren leiblichen Tod hinausgeht, fortdauert in Ewigkeit. Und bemerkenswert ist, dass das göttliche Zoe-Leben analog zum irdischen Leben mit einer Geburt beginnt. Jesus sagt das in Johannes 3, 3 und 6, dass wir von Neuem geboren werden müssen, um dieses göttliche Leben zu erhalten, um da hineinzukommen. Und dieses göttliche Leben beginnt dann, sobald wir Jesus angenommen haben, von Neuem geboren sind, fängt dieser Zeitstrahl an und dauert fort in Ewigkeit. Wie wir gelesen haben in Offenbarung 12, 11, sie haben ihr Psyche-Leben hingegeben, weil sie wussten, das Zoe-Leben dauert fort in Ewigkeit.
Und das ist auch unsere Perspektive, wenn wir an Jesus glauben, wenn du Jesus zu deinem Herrn und Erlöser annimmst, dass wir schon hier im Diesseits die Segnungen dieses göttlichen Lebens erleben, mit der Hoffnung und der Erwartung und der Gewissheit des ewigen Lebens. Darum ist es wichtig, dass wir, wie der Hebräerbriefschreiber sagt, aus Glauben leben. Glauben wir Gott, glauben wir seinem Wort, seinen Verheißungen. In Hebräer 10, 38 und 39 steht, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Da steht wieder dieses Zoe-Wort, aus Glauben leben. Und dann sagt er, und wenn er feig zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, die feig zurückweichen, um so zugrunde zu gehen, sondern solche, die glauben, um so das Leben zu gewinnen. Feig zurückweichen, wie wir es hier gelesen haben im Hebräer 10, das kann auch übersetzt werden mit, das ist das griechische Wort Hypostelestai, das kann übersetzt werden mit Verhalten dessen, der zurücktritt und es aufgibt, sich an Gott und seine Verheißungen zu halten. Dass man dann eben sagt, ja Gott sagt es zwar, aber es funktioniert ja nicht. Die Umstände sind zu eindeutig, zu stark und zu groß und zu schwierig, dass man sagt, ja meine Erfahrungen oder die Erfahrungen von anderen Menschen sagen das Gegenteil, oder dass man auf Aussagen von Experten etc. hört und diese glaubt. Das heißt, die Verheißungen Gottes es aufgeben und eigentlich feig zurückweichen. In Epheser 4, 18 sagt uns Paulus, ich schlage das schnell auf, Epheser 4, 18, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, im Grundtext steht hier, beschwöre ich euch im Herrn, also Paulus ist das sehr, sehr wichtig, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und das sagt er zu Christen, das bedeutet also zu Gläubigen, das bedeutet also, wir können gläubig sein und dennoch wie Heiden leben, wie Menschen leben, die Gott nicht kennen, das ist hier gemeint. Und Paulus sagt, ich beschwöre euch, nicht mehr so zu wandeln. Also ich kann an Jesus glauben und trotzdem so leben wie ein Mensch dieser Welt und dieses göttliche Zoe-Leben einfach nicht erleben. Weil ich Gott nicht glaube, seinem Wort nicht glaube, seinem Wort nicht vertrauen. Dies nun sage und bezeuge ich euch im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, da sie in ihrem Denken verfinstert sind, ferngehalten vom Leben aus Gott wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Ferngehalten vom Leben aus Gott wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Ferngehalten von diesem Zoe-Leben. Paulus sagt also, ich kann an Jesus gläubig sein und trotzdem dieses Zoe-Leben im Diesseits zwar theoretisch haben, aber eben nicht erleben, seine Segnungen und Wohltaten nicht erfahren. Was sagt uns Paulus hier? Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Die Unwissenheit. Paulus sagt, wegen der Unwissenheit sind Menschen im Denken verfinstert und damit ferngehalten vom Leben aus Gott. Und Paulus beschwörte uns durch den Epheserbrief, mach es nicht auch so. Mach es nicht auch so. Sei nicht ferngehalten vom Leben aus Gott. Verfinstert im Denken durch die Unwissenheit. Das heißt, ich bin zwar gerettet und werde dereinst in die ewige Herrlichkeit kommen, aber im Diesseits werden wir die Segnungen und die versprochene Fülle dieses Zoe-Lebens nicht oder vielleicht nur sehr selten erleben, obwohl wir Kinder Gottes sind. Obwohl wir Kinder Gottes sind und dereinst in die ewige Herrlichkeit zu ihm kommen werden. Aber hier im Diesseits gehen wir
leer oder weitgehend leer aus. Und damit wir in der von Jesus versprochenen Fülle dieses Lebens, im Überfluss dieses Lebens leben können und die Auswirkungen und Segnungen auch haben und erleben, ist die Voraussetzung, dass wir Wissende sind, dass wir wissen, was sagt Gott über sich, über mich, über meine Situation, über zum Beispiel meine Krankheit, mein Problem, meine finanzielle Schwierigkeit etc. Und dann diesen Worten Gottes glauben, sie festhalten, dabei bleiben, aus Glauben leben und eben nicht feig zurückweichen, um so zugrunde zu gehen, wie es Hebräer 10, 38 und 39 gesagt hat. Oder Jesus sagt in Johannes 8, 31, wenn ihr in meinem Worte bleibt, seid ihr in Wahrheit meine Jünger und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird dich frei machen. Wenn du im Wort Gottes bleibst, wirst du die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Darum müssen wir wissen, was ist die Wahrheit über mich, über Gott, über meine Situation, über mein Leben, über was auch immer, wovon ich betroffen bin. Wir müssen wissen, was ist die Wahrheit und das, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Wir müssen wissen, was sagt Gott. Und darum müssen wir nachschauen in der Bibel, was Gott sagt. Wir müssen lauschen, was Gott sagt, wie es in Psalm 85, 9 steht. Da sagt der Psalmist, ich will lauschen, was Gott mir sagt. Hinhören, horchen, was Gott in seinem Wort sagt und das zur Kenntnis nehmen, wissen und dann gehorchen. Wissende sein. Du sollst ein Wissender sein. Wir sollen Wissende sein. Wissen, was Gott sagt und dann glauben, was er sagt. Unabhängig von unseren Vorstellungen, unabhängig von unseren Erfahrungen oder von Erfahrungen anderer, unabhängig von Expertenmeinungen, unabhängig von allem eigentlich, was gegen das Wort Gottes spricht. Nicht feig zurückweichen, sondern festhalten im Glauben am Wort Gottes. Wenn Gott sagt, du bist geliebt, du bist wertgeachtet, du bist wertvoll, dann das annehmen, anfangen und so zu sehen, so über uns zu reden. Ich bin geliebt, ich bin wertgeachtet, ich bin wertvoll in den Augen Gottes. Aufhören zu sagen, mich liebt niemand. Ich bin wertlos. Sondern schau, was sagt Gott über dich in seinem Wort und das annehmen. Wenn er sagt, du bist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, dann nimm das für dich. Ich bin eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Wenn er sagt, du bist fähig, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Du bist ein Wohlgeruch, du bist ein Überwinder. Du bist geheilt, weil Jesus für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Durch seine Wunden bist du geheilt. Durch sein Blut hast du Vergebung. Dann nimm das an für dich. Nimm das an für dich. Oder wenn er sagt, du bist ein Held. Joel 3, Vers 10 sagt uns der Schwache, sage, ich bin ein Held. Wenn wir Gideon anschauen in seiner Situation des Verstecktseins und dann nach der Begegnung mit Gott trat er auf als Held, hat Israel befreit. Gott hat für jede Not, für jede Schwierigkeit, für jede Krankheit eine Lösung bereit. Aber wir müssen sie kennen. Wir müssen sie kennen. Du musst ein Wissender sein, eine Wissende sein. Du musst sie kennen aus dem Wort Gottes und sie dann annehmen für dich. Es ist die Wahrheit Gottes für dich. Suche im Wort Gottes nach den Verheißungen, die er für dich, speziell für dich hat. Wir müssen wissen, was sagt Gott über mich, über meine Situation, über mein Leben, über meine Familie, über meine Schwierigkeit, vielleicht über meine Krankheit. Was sagt er darüber? Und dann mit ihm übereinstimmen.
und dann dabei bleiben. Der Schwache sage, ich bin stark. Hörst du, nicht der Starke soll das sagen, sondern der Schwache in deiner Situation anfangen, das Wort Gottes über dir, über deine Situation auszusprechen, und dann wirst du diese göttliche Dimension des Lebens erleben, erfahren, du wirst da hineinkommen und du wirst stark werden, du wirst heil werden, du wirst die Segnungen und Wohltaten, für die Jesus gekommen ist in diese Welt, die wirst du erleben, erfahren und darin leben. Halleluja. Amen.